gehört, wo ich herkomme und wer ich bin. Aber aus meinem Leben wisst ihr noch nicht so viel, denke ich mal. Es waren noch ein paar kurze Worte, das ich gerade vorgestellt habe. Ich bin mit 9 Jahren hier nach Deutschland gekommen, mit meinen Eltern aus Syrien, geflüchtet. Wir waren ja auch in unserer Heimat auch geflüchtet. Und ich bin hier groß geworden. Aber ich habe Ziele gehabt in meinem Leben. Viele von euch haben Ziele im Leben, die wollen was erreichen. Viele wollen die Schule hinschmeißen und wollen schnell reich werden. So genau war ich einer. Ich wollte keine Schule weitermachen. Ich wollte schnell ans Macht kommen. Ich wollte reich werden. Ich wollte Geld machen. Aber nicht mit Bildung, sondern mit meiner Kraft. So bin ich Sport gegangen. Bodybuilding, Kampfsport. Alles habe ich gemacht. Und mein Ziel war das, an Macht zu kommen. Mit viel Geld erobern können. Im einen Monat hat manchmal 20.000 Euro gemacht. Was nicht mal ein Arzt, ein Anwalt das machen kann. Nicht mal ein Präsident, denke ich mal. Und ich war nur am Sitzen zu Hause. Ich brauchte nichts zu machen. Mit diesem Geld habe ich dann irgendwann mal Frauen verkauft. Von allen Nationalitäten. Zuhälterei, alles was da war. Und es kam bis zum Hells Angels, die Motorradmafia. Es waren deutsche Mafia, es waren viele russische, kurdische, Albaner, Araber, alle diese Mafiosen. Aber ich war von keiner von diesen Gruppen. Ich war ein Einzelgegner. Ich kämpfte allein. Mit ein paar Leuten nur. Und es war wie ein, sagen wir mal, David gegen Goliath. Ich war mit vielen dieser Gruppierungen zusammen. Aber ich wollte niemandem dazugehören. Ich wollte mir allein gehören. Mein Stolz, meine Ehre zu behalten. Als Kurde. Also niemand konnte sich, sag ich mal, konnte sich irgendwas sagen. Auch die Zuhälter haben Angst gehabt. Vieles, was mein Leben war, war wirklich sehr gut, denke ich mal, für die Fleisch. Für mein Fleisch war sehr gut. Aber stell dir vor, beim Ende dein Leben, wenn dieser Geld bitter wird in deinem Herzen und du keine Freude mehr hast, wohin gehst du dann? Ich habe keine Freude mehr gehabt. Ich habe Geld gehabt, ich habe Frauen gehabt. Ich habe Macht gehabt. Aber eins habe ich nicht mehr gehabt, keine Freude, keine Liebe mehr. Und ich war am Ende der Rande meines Lebens. Eines Tages bin ich in mein Zimmer gegangen. Ich habe die Tür geschlossen, ich habe gesagt, ich bringe mich um. Die Waffe nehmen und abknallen. In diesem Moment habe ich gesagt, man sagt doch, man spricht doch von einem Gott, den allmächtigen Gott. Wer ist dieser Gott? Wenn ein Gott gibt, dann muss er auch reden können. Wie kann ein Schöpfer geben, der nicht reden kann? Wenn Gott den Menschen den Verstand gegeben hat, wenn ich sehe, der Mensch kann reden, der Mensch kann sehen, der Mensch kann handeln. Wie kann sein, dass der Schöpfer nicht redet? Es ist widersprüchlich. Es muss dieser Gott reden können zu mir. Ich habe gesagt, ich bin am Ende meines Lebens Gott. Du siehst, dass ich viele Fehler gemacht habe. Ich habe Frauen verkauft. Ich habe Menschen wehgetan. Und ich weinte wie ein kleines Kind in diesem Moment. Ich habe keines von niemand gehabt. Wo die Menschen Nacht nicht können konnten, ich bin am Tag dahin gegangen. Wirklich, das war so extreme Sachen. Ich habe 2-3 Mal Waffe in meinem Kopf gehabt. 2-3 Mal Waffe in meinem Kopf. Und niemand konnte mich töten, weil Gott hat einen Plan mit mir gehabt in meinem Leben. Weil es meine Zeit noch nicht gekommen war. Und ich sagte, Gott, wenn es dich gibt, erbarme dich mir, hilfe mir. Ich habe gegen dich gesündigt, gegen dich deine Gebote. Man sagt doch, wenn du sündigst, du wirst in die Hölle gehen für Ewigkeit. Aber ich glaube nicht, dass es dich gibt. Der Mensch kommt einfach von sich selber. Es ist genau wie die Natur von sich selber gestellt wird. Aber ich sagte wiederum, Gott, es kann doch nicht sein. Dieses perfekte Universum, diese Natur, die Tiere, die Menschen, es kann nicht von nichts kommen. Es muss einer geben, der diese erschaffen hat. Es ist Kunst für mich. Es ist perfekt, es ist herrlich. Aber Gott, ich bin ein Sünder. Habe Erbarmen mit mir, ich bin ein schlechter Mensch.
Hast du keinen einzigen Weg für uns Menschen, dass wir gerettet werden können? Einen einzigen Weg. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. In dieser Nacht bin ich eingeschlafen mit diesen ganzen Worten. Ich war so müde, ich war von Schreien, von Weinen. Ich habe gegen die Wand gehauen. Ich hasste mich. Ich konnte nicht zu Ärzten gehen, weil ich stolz war. Ich bin nicht zu meinen Freunden gegangen, weil meine Freunde unter Drogen waren. Jeden Tag Kokain, alles. Da waren harte Männer, die haben von nichts Angst gehabt. Das war fast jede Woche in der Schlägerei. Jede Woche war fast Messerstich und so alles. Wir lebten in einem Leben, der Finsternis war. Unser Leben war uns egal geworden. In dieser Nacht ich erlebte einen Traum. Ich sah 3 Engel auf mich zukommen. Die waren weiß bekleidet. Die schauten mich an. Und ich war ganz nackt im Traum wie Adam damals, als er gesündigt hat gegen Gott. Und ich schämte mich, versteckte mich vor denen. Und er schaute mich an und sagte, du schämst dich? Ich sagte, ja, Herr. Da sagte der Engel zu einem anderen Engel, gebe ihm ein weißes Kleid wie meinem, den Jungen. Ich dachte bei mir, wie kann dieser Engel sein weißes Gewand mir geben? Es passt doch gar nichts. Ich bin ein Sünder. Wiederum sagt dieser Engel zu einem anderen Engel, gebe den Jungen ein Kleid wie meinem. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Dieser Gedanke der Selbstmord war weg. Und ich kannte die Bibel nicht. Ich habe die Bibel noch nie gehört, noch nie gelesen. Ich kannte Jesus nur als ein Prophet. Ich kannte Jesus Christus nicht. Ich liebte ihn von klein an. Aber ich wusste nicht, wer Jesus wirklich ist. Ein Prophet wie die alle anderen Propheten. Am nächsten Tag wieder bin ich auch eingeschlafen. Ich war in der Wüste und ich sah einen Sonnenschein, die so leuchtete und kam ein Wind auf mich zu. Und rührte mein Gesicht und ich atmete tief ein und aus. Und ich hörte auf einmal, als der Sand zur Seite gerückt wurde, kamen 2 Gräber raus, aus purem Gold. Und die beiden Gräber waren aus Schrift, auch aus Gold. Ich fragte in meinem Herzen, wer ist so wundervoll, so sehr, dass er so begraben wurde mit Gold, die Schrift und die Gräber. Auf einmal hörte ich eine Stimme vom Himmel, sagte zu mir. Als die Stimme redete, durchdrängte mein Herz, mein Geist, meine Seele, die Universum. Sei mal leise, Mann. Das ist mein. Und dann sagte er zu mir, willst du wissen, wer begraben ist? Ich sagte, ja, Herr. Ich schaute, wo die Stimme herkam. Die Stimme kam an eine große, dunkle Wolke. Und ich wusste nicht, dass diese Wolke in der Bibel, dass Gott zu Volk Israel geredet hat, zu Prophet Moses. Gott hat die gleiche Art und Weise zu Israel geredet. Durch eine Wolke. In der Bibel steht alles. Und ich habe die Bibel noch nie gelesen gehabt. Und dieser Gott war immer derselbe Gott. Nach ein paar anderen Visionen zeigt er mir her, auf einmal bin ich in der Wüste wieder. Es war dunkel Nacht. Und ich sah 3 Kreuze am Leuchten auf einem Hügel. Als ich 3 Kreuze sah, kam eine Kraft über mich und beugte mein Knie auf Erde, faltete meine Hände zusammen und senkte meinen Kopf auf Boden. Und diese 3 Kreuze würden in den Himmel gerückt. Es würden 3 Kreuze 1. Aus dieser eine Kreuz würde Licht vom Himmel bis zur Erde, kein Anfang, kein Ende, wie ein Tornado aus Feuer, und drehte sie vor mir. Und ich bin auf Knie und schaute mir das an. Ich dachte, ich werde brennen. Und ich wusste nicht, dass Prophet Moses Dornbusch sah, es brannte, er dachte, das wäre Feuer. Und Gott redete durch dieses Feuer zu ihm. Und auf einmal kam eine Gestalt aus das Licht heraus. Und ich sah, und ich wusste sofort, Jesus Christus, was ihr sagt, Isa. Und er streckte 3-mal seine Hand auf meinen Kopf und streckte seine Hände wieder nach außen, wie beim Kreuz. Und schwebte in das Licht und ging zum Himmel. Und es war vorbei. Ich bin aufgestanden. Ich sagte zu ihm, du bist der Prophet Jesus. Isa, warum kommst du? Wie kann es sein, dass du aus Licht kommst? Und wie kann es sein, dass du so viel Macht hast?
Du bist wundervoll. Deine Strahlung, dein Licht ist anders als die Sonne. Die Sonne kannst du nicht mit seinem Licht vergleichen. Er leuchtet. Was sagt Jesus? Ana huwa nur. Ich bin das Licht der Welt, sagt der Herr. Ana huwa tariq wal haq wal hayat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das konnte kein Prophet sagen. Bis heute kann kein Mensch sagen. Allein der wahrhaftige Jesus Christus, der Messias, der Retter der Welt. Und als ich aufgestanden bin, habe ich mich auf mein Bett hingesetzt. Ich habe gesagt, Gott, nein. Ich will keine Träume sehen. Ich will sichtbare Zeichen sehen. Ich will sehen, ich bin ein Ungläubiger. Ich komme von Unterwelt, von Finsternis. Ich will die mehr kennenlernen. Wer bist du? Ich will Zeichen. Aber was soll ich welche Zeichen soll ich von dir bitten? Vergib mir, wenn ich sage, steht geschrieben, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Aber ich kannte keine Bibel. Dann sage ich, gib mir 2 Kinder, Zwillinge. Nur Gott kann Leben geben. Damit keiner sagt, das war der Satan, der dir erschienen ist. Gib mir 2 Kinder, Zwillinge. Ich will die beschreiben, die Kinder. Haare, Augen, Nase, die sollen nicht gleich aussehen. Die eine soll runde Augen haben, lockige Haare. Sie soll eine kleine Nase haben, einen Strich über die Nase. Die eine soll Schlitzaugen haben wie Chinesen. Glatte Haare, größer als die andere sein. Ich sagte, aber Gott, ich habe keine Frau. Ich habe ja um Kinder gebetet, aber ich habe keine Frau. Gott, ich weiß, dass du mir diese Kinder gibst. Weil Jesus die Wahrheit ist. Wenn Jesus die Wahrheit ist, du wirst mir diese Kinder geben. Ich habe gesagt, innerhalb 3 Wochen, welche Frau mich anruft oder auf mich zukommt, ich will dich heiraten, ich will sie heiraten. Egal wer das ist. Und die Frau soll Probleme haben, ich will ihr beistehen in ihr Leben. Innerhalb 3 Wochen war ich in der Verlobung von meiner Nichte. Und ich war bei der Theke, ich habe lange Haare gehabt bis hierhin. Ich sagte, nein, Herr, der hat viele Probleme. Der sagte, du hast gesagt, die Frau, die Probleme hat. Ich habe sie nicht beachtet. Nach ein paar Stunden später bin ich in ein Auto gestiegen mit meinem Cousin, wollte ich nach Hause. Auf einmal mein Handy klingelt. Rate mal, wer das war. Meine Frau. Sie sagte zu mir, ich will eine feste Beziehung mit dir. Und nicht anders. Ich sagte, hey, es geht nicht, warte. Wir kennen uns nicht so. Und dann sagte die Stimme wiederum, die Frau, die den ersten Schritt macht, das ist die Frau, die ich dir gesendet habe. Dann haben wir uns kennengelernt. Übrigens, wir haben uns hier in Steinhagen getroffen. So, und heute bin ich wieder in Steinhagen. Wie schön. Der Herr lenkt, der Herr führt. Gepriesen sei der Herr. Der Herr liebt euch, Steinheim. Amen. Der Herr ist bei euch. So. Und egal wer du bist, ob du Araber bist, Kurde, Deutscher, Russe, Jesus liebt dich, Mann. Amen. Mach dir keine Vorwürfe, Jesus liebt dich. Aber es ist nur der einzige Weg, er allein. Das kann man nicht ändern. Gott hat zugesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das können wir nichts. Und so soll auch bleiben. Seine Wille wird immer geschehen. Und dann sind wir mit meiner Frau, ich und sie sind zusammen abgehauen. Richtung erstmal DDR und so, da waren Verwandte. Dann sind wir nach Stuttgart gegangen, Verwandte auch dort, ich habe gearbeitet. Nach 4 Wochen sagte meine Frau, ich bin schwanger. Ich sagte zu ihr, du bist schwanger, du hast 2 Kinder in deinem Bauch, Zwillinge. Sie sagte zu mir, wie kannst du das wissen, du bist doch nicht Gott. Ich sagte, nein, aber diesen Gott, ich ihn bete, er wird dir 2 Kinder geben. Jesus ist die Wahrheit. Meine Frau verstand das nicht. Ich habe gesagt, nächsten Tag gehen wir zum Arzt. Ich bleibe im Wartezimmer, du kommst raus, du sagst Zwillinge. Nächsten Tag gehen wir morgens zum Arzt. Ich bleibe im Wartezimmer. Bevor sie rauskam, ich habe Tränen bekommen. Ich wusste, dass das passiert. Sie kommt raus, sagt Zwillinge. Ich so, danke dir, Gott. In dieser Zeit, was ich gemacht habe, ich habe Maria angebetet, ich habe Jesus angebetet, ich habe Allah angebetet, ich habe alle Religionen angebetet. Ich wollte nur sicher sein. Ich wollte nur sicher sein. So, als die Kinder auf die Welt kamen, ich schaue mir die Kinder an, genau wie ich das Kinder beschrieben habe, die Nase, die Augen. Ich war erstaunt, ich war schockiert auch. Wie kann das geschehen, wenn ich was spreche und Gott gibt mir das? Das war mir für mich Schock.
Auf einmal, manchmal sage ich zu unseren Leuten, unseren Geschwistern in Christus, ihr müsst aufpassen, was ihr von Gott bittet. Es wird kommen, ihr werdet schockiert sein. Ihr müsst aufpassen, was ihr bittet. Und als die Kinder auf die Welt kamen, ich habe gesagt, Gott, ich bete alles an. Was soll ich meine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe jetzt? Was soll ich tun? Er sagte zu mir, wie so den wahren Weg. Den wahren Weg. At-Tariq al-Haq. Ich sagte, Herr, ich höre dich, aber sehe dich nicht. Sag, komm, du wirst mich sehen. Ich so, wohin? Sag, wo schaust du hin? Ich so, sag, lauf, du wirst mich sehen. Komm. Ich bin gelaufen, weil ich nicht mehr laufen konnte, ich bin stehen geblieben. Kam ein Licht aus der Erde raus und im Licht war Kreuz. Und ich wusste, dass Jesus Christus. Dann habe ich gesagt, du bist die Wahrheit. Ich habe erkannt, dass Jesus die Wahrheit ist. Jesus gab mir die Kinder als Zeichen, als Wunder. Kein Mensch kann Wunder machen, wenn nicht Gott selber wirkt. Jesus konnte mir diese Kinder nicht geben, weil er nicht allmächtig wäre. Und habe ich die Bibel irgendwann mal gelesen. Ich habe bis dieser Zeit habe ich keine Bibel gelesen gehabt. Ich kannte keine Christen. Ich habe eine Bibel von einem deutschen Mann bekommen, er selber war kein Christ. Weil ich meine Vision erzählt habe, er gab mir eine Bibel und ich habe die Bibel gelesen. Ich weinte und schrie zu Gott. Ich sah die alle Zeichen in der Bibel. Wolke, Lichtsäule, alles in der Bibel stand das. Und meine Frau sagte, bist du verrückt, warum schreist du? Ich sage, hier ist Gott. Gott redet zu uns. Sein Wort ist die Wahrheit. Und ich war bekehrt, aber nicht neugeboren. Viele Christen heutzutage bekehren sich, aber machen keine Scheidung mit Jesus Christus. Die gehen nicht weiter mit Christus. Jesus ist ein Mundbekenntnis, Jesus ist eine Herzensentscheidung. Jesus ist keine Religion. Religion kann uns nicht retten. Zeig mir eine Religion, die sagt, ich gebe das ewige Leben. Eine einzige Religion, die sagt, ich gebe dir das ewige Leben. Dann sage ich, ich komme zu dir. Diese Person, Jesus, sagt, ich gebe dir das ewige Leben. Komm zu mir. Und ich kannte Jesus nicht. Als ich die Bibel gelesen habe, habe ich immer geweint. Jesus ist für mich gelitten. Auf diesem Kreuz hat Jesus Christus, auf so ein Kreuz wurde er gekreuzigt. Kein Christ betet das Kreuz an. Kein neugeborener Gotteskind betet das Kreuz an. Das Kreuz ist leer, Jesus auferstanden. Das ist nur ein Andacht an dem, der für deine Sünde bezahlt hat, Jesus auf dem Kreuz. Der Korban. Gott hat für dich bezahlt, Korban. Abraham wollte seinen Sohn opfern. Warum? Weil Gott sagte, du sollst deinen Sohn nicht opfern, sondern das Lamm. Was sagt das die Bibel? Das Lamm Gottes, Jesus Christus, der Messias. Das ist der Sündeopfer für alle Menschen. Jesus starb für dich und für mich. Du kannst so vieles Gutes tun. Du hast gesündigt. Du bist ein Sünder, so wie ich. Bei Gott Sünde ist Sünde, ob du getötet oder gelogen hast. Adam, unser Vorfahren, wir kommen alle von dieser Adam und Eva. Wir sind alle von diesen zwei Geschlechtern. Keiner ist besser als der andere. Wir haben alle gesündigt. Adam hat eine Sünde getan. Gott hat ihn aus Paradies rausgeschmissen. Wie viel du und ich? Wenn Adam nicht im Paradies bleiben konnte wegen einer Sünde, wie sollen wir ins Paradies gehen? Sag mir bitte. Und du sagtest, Gott wird meine Sünden mit meinen guten Taten vergleichen? Vielleicht wird er ins Paradies kommen? Das gibt es nicht bei Gott. Gott sagt, ich bin der Richter. Und ich werde jede Sünde richten. Und ein einziger Sünde wird dich in die Hölle schmeißen. Aber Gott ist gnädig und barmherzig. Er sagt, Jesus ist der Korban. Sieh das Lamm Gottes, der für dich bezahlt hat. Gott sagt, wer ihn annimmt, ich rechne ihm keine Sünde an. Weil Adams Sünde war, wir sind alle durch Adam in Sünde gekommen. Weil Jesus keine Sünde hatte, der perfekte Gotteslamm, ein Mensch perfekt ist, keine Sünde. Durch ihn ist der Fluch und die Sünde gebrochen. Jesus hat für dich bezahlt und für mich. Deine Religion, meine Religion kann uns nicht retten. Der Person Jesus ist der Retter. Nicht weil ich gut bin, sondern weil Gott gut ist und seine Gnade groß ist, seine Barmherzigkeit. Das bedeutet auf Arabisch Rahma. Rahma. Die Rahma ist größer als der Scharia. Das Gesetz kann dich nicht retten. Aber die Gnade kann dich retten. Und die Gnade ist Jesus Christus. Als ich das
habe, ich sah, die Bibel sagt, du kannst Geist Gottes haben, Ruh al-Qudus. Ich bin auf Knie gegangen und habe gesagt, Gott, schenk mir bitte deinen Heiligen Geist. Und sein Geist kam über mich und er beführte mich. Ich war ein neuer Mensch. Jesus gab mir ein weißes Kleid. Er führte mich, sagte, geh zu den anderen Menschen, Araber, Kurden, alle Nationalitäten. Sage die frohe Botschaft, ich liebe alle. Ich bin für alle gekommen. Ich habe mein Blut für alle hingegeben, sagt Jesus. Ich liebe euch, sagt Jesus Christus. Du wirst sterben in deine Sünde, wenn du dich zu mir nicht bekehrst. Jesus ist keine Religion, Jesus ist kein Katholismus, ist keine evangelische Kirche. Jesus ist der Weg zu Gott. Jesus ist die Wahrheit Gottes, die auf die Erde kam. Jesus hasst dich nicht. Wenn Gott dich hasst, was für ein Gott ist das, wenn er mich nur jeden Tag bestraft? Nein, dieser Gott liebt seine Kinder und er will retten. Wenn wir so klein sind, aber er so groß ist, er weiß es, dass wir nicht schaffen können aus unserer Kraft. Ich kann jeden Tag Gutes tun, aber ich bin ein Sünder wie Adam. Ich kann nicht aus meiner Kraft gerettet werden. Gott sagt, ich gebe dir ein Geschenk. Willst du mein Geschenk haben? Ich sage, was ist das, Gott? Das ewige Leben. Wodurch? Nimm das Blut Christi, der für deine Sünden hingegeben ist. Und du bist gerettet für Ewigkeit. Und dieses Blut ist für dich und für mich hingegeben. Ich kenne Muslime, die Terroristen waren. Die haben Menschen getötet, am Ende wollen sie selber umbringen. Wer ist erschienen? Jesus ist erschienen, sagt, nein, Kamal, töte dich nicht. Ich bin der Gott Abraham, Gott Jakob, Gott Isaaks. Da sagt der Kamal, ich will für dich sterben, mein Gott, Gott Abraham, sagt er, nein, Kamal, ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du lebst. Du sollst niemanden töten. Du sollst dich nicht selber töten. Ich habe dir Leben gegeben. Lebe und geh. Verkündige das Wort, die frohe Botschaft, dass die Menschen gerettet werden. Gott will dich retten. Ich kann nicht mit meinen Werken gerettet werden, mit meinem Aussehen. Ich kann nicht ein Krawatte anziehen, sagen, ich bin gut. Gott will dein Herz reinigen von deiner Bosheit. Gott will in dir kommen. Gott will keine Religion. Gott will eine Beziehung mit dir haben. Gott liebt dich, er will eine Beziehung. Gott hat mit Adam Beziehung gehabt, mit Eva Beziehung gehabt. Warum so heute nicht mit dir? Du willst es nicht. Du sagst, ich will Religion. Ich will töten, ins Paradies zu kommen. Du sagst, ich will die Menschen zur Religion führen, damit die sagen, oh, das ist gut. Nein, keiner ist gut. Keine Religion ist gut. Religionen trennen uns voneinander. Sieh mal in Syrien, in Irak. Politiker, Religionen. Was haben die aus unserer Welt gemacht? Was sagt Jesus? Ich bin gekommen, um Seelen zu retten, um die Sünder. Wer von euch keine Sünder? Soll seine Hand hochheben. Wer von euch keine Sünder hier? Wer? Hebt deine Hand hoch! Ihr seid alle Kafir. Alle. Und ich auch. Der große Kafir bin ich. Aber der wahrhaftige, der heilige Gott sagt, ich gebe dir das ewige Leben aus Gnade. Geschenk. Warum nimmst du das nicht an? Nein, Gott, mein Vorfahren glauben an dieser Gott. Es ist kein Gott. Hat jemand zu euch, euer Religion, Gott zu euch geredet? Sagt mir, ein einziger Mann hat zu euch geredet? Nein. Bitte geht da heute nach Hause und sagt, Herr Jesus, wenn du die Wahrheit bist, komm in mein Leben. Wenn du wirklich die Wahrheit bist, wenn dieser verrückte Ali sagt, du bist die Wahrheit, bitte komm, zeige mir. Und ich versichere euch, er wird in dein Leben kommen. Halleluja! Halleluja. Wir preisen den Herrn Jesus Christus. Und wenn einer von euch krank ist, wir beten gleich für ihn. Gott kann Kranke heilen, vor allem unsere Leute Muslime, unser Volk. Gott kann unsere Mitbürger, Araber, Kurden, alle. Er heilt euch mehr als die anderen, glaube ich, weil er euch liebt. Gott will euch heute heilen. Er will euch Gnade schenken. Wollt ihr Gnade oder wollt ihr Religion? Wer will Religion? Du willst Religion? Dann wirst du immer in Religion bleiben und du bist nicht gerettet. Weil Religion kann nicht retten, Religion ist kein Gott. Auch Hindu haben ihre Religion. Gott sagt, mein Name zu Moses ist Yahweh. Yahweh ist mein Name für Ewigkeit. Das ist der wahre Gott. Wir sollen zu dieser Gott kommen. Was sagt Jesus? Ich bin. Was sagt dieser Wort bedeutet? Yahweh. Gott liebt euch und ich liebe euch auch. Ich will nur eins euch sagen. Ich bin hier nicht, um euch zu unterhalten. Ich bin hier, um Hawaii zu sagen. Viele von euch werden mich hassen.
Aber ich liebe euch, ehrlich. Wenn ihr mich nicht anspuckt und mich schlägt, ich werde euch küssen. Ich war tot, jetzt lebe ich, Mann. Ich war tot. Ich war weg. Jetzt lebe ich. Soll ich euch hassen? Nein. Ich bin für Ewigkeit am Leben. Jesus hat mein Leben gerettet. Gepriesen sei der Herr. Halleluja. Halleluja. Macht euch Gedanken heute über euer Leben. Wichtig ist es, dass die Liebe. Gottes Wort ist Liebe. Al-Mahabba. Gott sagt, wer die Liebe nicht hat, hat Gott nicht. Wer seinen Nächsten nicht liebt, er hasst Gott. Wer einen anderen Menschen hasst, er hasst mich. Wenn du den Menschen nicht beihilfst, dann erkennst du mich auch nicht. Euer Barmherzigkeit soll größer sein als diese Leute mit Bart und sagen, wir Leute kennen Gott. Du bist ein Mann Gottes, du kannst heute eine Frau Gottes werden, ein Kind Gottes. Gott liebt dich. Gott macht keinen Unterschied zwischen dir und mir. Wir sind alle gleich vor Gott. Und ich danke dem Herrn, dass Gott euch liebt und mich liebt. Und wir sind alle gerettet durch einen Blut. Jesus Christus, der wahrhaftige Messias. Ich bete einmal und dann könnt ihr auch, schließen wir heute mit diesen wunderbaren Worten. Und morgen gibt es noch ein Predigt von mir, im Namen Jesus Christus. Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Ich preise deinen heiligen Namen, dass du die Menschen so sehr geliebt hast und geliebst. Dass dein Blut auf Kreuz hingegeben wurde. Dass sie dich lügen, dass sie geschlagen haben. Dass sie deine Bart gezogen haben und dich angespuckt haben. Herr, du sagtest, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Rechne diese Sünde denen nicht an. Vater, komm mit deiner Liebe zu diesen Menschen. Egal welche Herkunft die haben. Du liebst sie. Ich liebe dich und ich danke dir, dass du für deren Sünde gestorben bist. Am dritten Tag verstanden, der Tod konnte dich nicht halten. Weil du heilig bist und kein Tod kann über dich herrschen. Ich danke dir, dass du diese Menschen zu dir führst, Herr Jesus. Herr, ich rufe deine Segen über diese Menschen. Über unser Volk. O Araber, Kurden, Deutsche, Russen, egal welcher Nationalität, Herr. Du sagst, es geht zu allen Völkern, Herr Jesus. Ich rufe deine Gnade über allen, Herr. Herr, du liebst sie und die wissen nicht, wer du bist, Herr. Habe Erbarmen mit dir, Herr. Öffne die Augen um deine Ehre willen, Herr. Herr, zieh die zu dir und ich danke dir für die wunderbare Gemeinschaft. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.